Die Regierung hat eine Reihe Lockerungen am Covid-Gesetz festgelegt, die wir begrüßen und zum Teil schon angefordert haben. Für was den Horeca-Sektor-Betrieb angeht, die deren Lobbys over 10 Uhr dürfen abmachen, da sind wir froh, dass die Regierung als Förderung abgegriffen hat, die wir schon für eine Zeit gestaltet haben. Ich erinnere an dementsprechend Motion, die wir angerichtet hatten, an die nicht angeholt haben wie Südax. Wir hätten noch viel lieber gesehen, wenn der Horeca keine zeitliche Begrenzung mehr geben. Das gibt der Leute im Sektor doch mehr leicht machen, für ihre finanziellen Verluste ein bisschen zu limitieren. Das ist aber nicht der einzige Kritikpunkt. Wie Südax kommen wir zusammen mit den paar Lockerungen leider immer nicht Restriktionen dabei. Was zum Beispiel hockt am Horeca-Sektor sich ganz gut weist. Der 16. Mai soll den ganzen Horeca-Sektor ja nicht abmachen. Die Regierung hat Gastronomen überdem aber obligiert, Klienten, die nicht auf einer Terrasse sind, nehmen zu servieren, wenn sie rezenten an negativen Test kann vorweisen. Für das fehlt es dabei immer Logik. Für geht dieser Sektor mit so einer Teststrategie geplot oder schikaniert, kann ihn doch so. Das sind Zeiten, wo die Infektionszahlen raufgehen, und wir alltag mehr Geimpfte haben. Für der kompletten Schließung vom Horeca-Sektor hatten wir bei mehr Infektionszahlen kein Geimpfter, Männer streng Regeln am Horeca-Sektor. Auf anderen Plätzen, wo es liegt, auf viel mehr engem Kontakt sind, Schüler quasi, dabei nach mit denen etwas tranken oder etwas schnecken, da wird kein Test verlangt. Und da ist es dann egal, ob die Leute aus einem Staat sind, Bekannter oder regelmäßig in Kontakt sind oder sich vollkommen fremd sind. Auch praktisch Umsetzung ist ein großes Problem. Das nicht zu eng gedacht, unrealistische Approchen, wir haben auch nach juristisch Unklarheiten angefahren. Testprozedur und Kontrolle muss gut organisiert gehen, koordiniert gehen. Schließlich muss das Testresultat vom Schnelltest nur einer exakt bestimmter Zeit aufgelesen gehen, für das es nicht zu einem verfälschten Resultat kommt. Aber man leckt bis dahin. Stehen Sie da 15 oder 20 Minuten zusammen, für auf Ihr Testresultat zu werden. Aber wo? Da bannen oder da draußen. Dazu kommt noch, dass die sogenannten Schnelltester ganz umstritten sind, weil sie auch offiziell wenig zuverlässig sind. Und da stellt sich die Frage vom Suivi bei einem positiven Resultat. Hier müssen die Vorschriften umsetzen, die an sich keine Ermächtigung dafür haben und keine Legalbasis haben. Für die Exekuteure von so Kontrollen, für persönlichen und medizinischen Daten zu verlangen und zu kontrollieren. Hier stellen sich so viele Fragen, die hätten müssen am Voraus geklärt gehen. Und was ist die Legalbasis dafür? Die Regierung möchte, weil wie DAX-Vorschriften, und zieht sich dann aus der Verantwortung zurück. Die Verantwortung geht an einer delegiert, die dafür aber nicht outillés sind. Auch die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics begrüßt, dass der Horeca-Sektor nicht abgeht. Wir auch Sie haben erfreut, die praktische Umsetzung von den neuen Bestimmungen erstellt berechtigterweise froh, ob das Horeca-Personal überhaupt ermächtigt ist, diese Mission auszuführen. Und dann ist noch zu sagen, dass trotz dieser strenger extra Regelung für den Horeca-Sektor hier aber noch all die anderen Maßnahmen gelten. Dazu kommt noch, dass nicht der für 4 Leute an einem durchsitzen. Gingen Sie sich daheim treffen, für eine Gesellschaft zusammen zu essen, dürften aber mehr Leute zusammenkommen, und das ohne Test. Dabei rufen an diesen Etablissementen ja sowieso schon viele Maßnahmen geholt, wie soziale Distanz, Plexiglas, Maskenpflicht, an eine limitierte Anzahl von Gästen, an einem Tisch und so weiter.
Am Horeca-Sektor ass et am Land noch nie zu eng Infektionskette kom, weil die Regierung schließlich selber schon für einen Horeca-Lockdown gesorgt hat. Sie hat dabei sogar präzisiert, dass es keine wissenschaftliche Basis für die drastischen Entscheidungen gibt, genau die Gegenteil behauptet, von dem Treffen am Besucher daheim gegangen ist. Das ist also regelrecht direkt mit der Legde gemerkt. Die Tourismusföderation hat sich kritisch zu dieser Testpflicht geäußert und hat generell Logik von der Mesure auf Frage gestellt. Auch die Brot- und Menschenrechtskommission hat sich in ihrem Avis ganz kritisch dazu geäußert. Genau wie der versteht auch sie nicht, für was den Horeca-Sektor am Vergleich mit den anderen Sektoren an Plätzen, wo Menschen zusammenkommen, so viel mehr streng geregelt wird und dann aber nach trotz obligatorischem Test plus all die anderen gefährgeschriebenen Maßnahmen machen muss und dann noch auf dem Zingauertieren zumachen muss. Wobei die Gäste nach Easter müssen Rausgebiete gehen, für diese Regelung kann es anzuhalten. Der Sektor kriegt dann mal für den Anfang eine gewisse Anzahl von Tester von der Regierung gestaltet. Und wenn diese aber bis abgebraucht sind, wir können dafür die Kosten von diesen Tester, zu der die Regierung sie verpflichtet, ob für einen Schnelltest bezahlt den 30 bis 35 €, da geht es ein Dreier Pizza oder ein Dreier Kaffee, wenn ihn diesen kann oder nicht will, auf der Terrasse tranken. Es wird dann nicht fair, von den Horeca-Sektor anlässlich benötigt gibt, an zusätzliche Kosten überhöhlen misst, was sich klar auf die Rechnung vom Tagesgeschäft auswirkt. Wenn Klienten dann Tester selber müssen bezahlen, führt das zu Ungerechtigkeiten gegenüber sozial schwer abgestellten Personen. An dem Horeca-Sektor bleiben diese Klienten wohl ganz sicher aus. Da Madame Gesundheitsministerin Aussonung als die Regierung der Meinung, dass Schnelltester zwingend gewährlich sollte gehen und dass uns diese Tester helfen, für aus der Krise herauszukommen. Aber wenn der Schnelltest angesagt wird, dann soll die Regierung auch auf die Akteure lauschen. Das Syndikat von der Lützeburger Apotheken hat zum Beispiel Forderungen an die Regierung für bei den zertifizierten Tester in Gültigkeit von 40 Stunden festzulegen. Das hat nämlich den Vorteil, für samstag einen Test zu machen, der nur sonntags gültig bleibt. Mehr als RDR sind aber nicht einverstanden mit der Regierung ihrer Approche, ohne den Aspekt für die Rechtsstaatlichkeit an dem Schutz von den Persönlichkeitsrechten als das nicht zu vertreten. Mit so Obligationen und Maßnahmen gibt der Patron an den Salarié zu einem staatlichen Agent beauftragt, die Bürger zu kontrollieren, den dummer Zugang zu persönlichen medizinischen Informationen kriegt, ob die hier da reagieren muss. Für der kann das nicht der richtige Weg sein. Der sieht klar Nein zum obligatorischen Test am Horeca-Sektor, merken die Testpflicht wegelos. Das ist also auch so kompliziert und durchsichtig. Man an der Kommission Stunden über das Thema die kontrovers diskutiert, aber wie soll es nicht draußen sich in diesem Labyrinth rumfannen? Das werden nach vielen Diskussionen draußen gehen. An die speziellen mit kleinen Restaurants werden sich nicht an diese Regelung halten. Er stellt sich froh von der Infrastruktur, auch vom Personal und dabei hat direkt aus dem Berufsleben, dass die Klienten sind, mit es nicht allzeit von der Welt, was sie Plat du jour wollen essen. Und ich meine, noch am anderen Fall muss jeder sich geschwind, je nachdem, wo ein Essen geht, muss als zweiten, dritten Tag einen Test machen. Auch einer Berufe haben ja nicht die Zeit, für sich als zweiten, dritten Tag einen Test zu erstellen. Wir sind aber selbstverständlich, da wir das verstehen, wenn Personal Möglichkeit kriegt, sich regelmäßig zu testen, wenn Personal das will. Freiwilligkeit muss respektiert gehen. Da stellt sich nicht froh, am Fall, wo ein Gastronomiebetrieb sich nicht kann an diesen neuen gesetzlichen Bestimmungen halten,
haben sie da weg der Errecht auf die finanziellen Hilfen. Nein, wo zu den Schnelltester, hat ja die Chance den 18. März gefroht, dass mis dann enger Prozedur geschafft gehen, wie die zum Ersatz kommen, respektiv gehandhabt gehen. Hätte man so eine Regelung gehabt, dann hätte man noch nicht an einem Hauruckverfahren, das müssten über die Knie brechen. Auch an der Education stellen wir den Nutzen von den Schnelltester stark auf. Zter der Rentrée no der Ostervakanz mussssen Schulkanner sich am Alldag engen COVID-Schnelltesten erwerfen. Wie dat die Tester jo bekannterweis deels unzuverlässig sinn an Zeitkrachten, han sie durchiwwer heraus besonnig Kanner mat engem falschen positive Resultat enger enormer psychologischer Belastung auszusetzen. E positiven Test bedeit fir de betroffene Schüler, fir seg Eltern, fir d Lehrpersonal an noch fir d Direktion vom Gebäi immer eng zeitlich a psychologisch Zusatzbelastung. Kanner die kurzfristig am Fall von engem positiven Test aus ihrem Umfeld gerat, d'Eltern mussssen ihr Arbeitsplatz möglicherweise kurzfristig verlassen, an net Kakesoen, wie schwer die Krankheitsverlauf wird ausfallen. Ha jammer eng parlamentarisch vorgestellt, wie die Regierung der Fett verantwortet, dat legt an de Schulen, a besonnig kann dem Stress nun er potenziell durch den falschen positiven Test kann ausgesät gehen. He kann ihn sich frohen, ob eng Aufwägung von medizinischen Nutzen an der psychische Belastung firgeholt gehen ass. Zusätzlich muss ich sich frohen, ob Schnelltester überhaupt geeignet sind, für Kanner durchgeführt zu gehen. Ich gehe nun gerne auf Problematik zu schwätzen, dass je no Bereich unterschiedlich Regeln für COVID-Tester gelten. Gültigkeitsdauer vom Schnelltest gilt für Wettkampfsportler beispielsweise ähnlich bewährt wie für Restaurantsgäste. Auch wird der Selbsttest für den Horeca-Sektor anerkannt, mir gouf nicht für den Sport vorgesehen. Alles an allem als eine einzige Ersammlung von Regeln, die inkohärent und unlogisch sind. So wird den CHFEP auch ganz recht, weil sie neben den Unklarheiten und Problemen für den Horeca-Sektor oder die widersprüchliche Haltung von der Regierung Hanna Fried, die sie in anderem bei den Polizeibeamten anhält. Die Regierung hat nicht gewollt, den Polizeibeamten die Möglichkeit zu geben, für sich prioritär impfen zu lassen, was sie das wollen. Auf der anderen Seite weicht die Regierung bei der Polizeischule von der allgemeinen Maßnahmen aber auf. So soll diese Regelung bei sportlichen Aktivitäten am Kader von der polizeilichen Grundausbildung auch für die Polizeischule angebote Weiterbildung nicht beherrscht gehen. Polizeischüler an der Ausbildung müssen einen negativen Test vorweisen können. Für an den Übungen von der Polizeischule gilt Freiwilligkeit also nicht. Muss davon abgesehen, dass die Tester an Eisenach keine Obligation dafür sind, was geschieht, wenn ein Polizeistagiaire sich nicht will testen lassen, dürfte diese Ausbildung dann nicht mehr. Ein weiterer Punkt, der von Anfang an nicht akzeptabel und nicht zu rechtchen wäre, als die Ausgangssperre. Was die Ausgangssperre angeht, die mehr aufschaffen wollen, aber am Gesetzestext beibehalten wird, an der Loh von halb Nacht bis frühes frei gilt. Dabei bleiben wir, dass der Couvre-feu ein Angriff als Bewegungsfreiheit darstellt und damit ein elementares Grundrecht von unserer Verfassung verletzt. Davon mal abgesehen, können wir empfehlen, dass die Mama von der Familie oder Freund kurzfristig Sprechstand brauchen. Was möchte ich, wenn ich ihnen helfen will, und nicht viel am Anfang von der Ausgangssperre daheim sind oder wenn das geschieht, die Hilfestellung während der Ausgangssperre. Brodet Menschenrechtskommission als Ganzer bei Salin, was sie in ihrem Jahr den Aufbau von Restriktionen begrüßt, aber kritisiert. Dass es sich immer nach einem starken Angriff an die individuellen Freiheiten und Menschenrechte handelt, die dazu auch nicht genug begründet ist.
Grad wie der schwätzt sie auch Kindheit schon schwer aus, er weist darauf hin, dass das besonders auf Menschen an Notsituationen negativ Auswirkungen hat. Dann nach ein Wort zum Alkoholverbot am öffentlichen Raum. Gerade bei den neuen Regelungen, die klammende Zahlen von Geimpften und von der fallenden Zahlen von positiv Getesteten, möchte das Verbot unserer Meinung nach keinen Sinn, müsste abgehoben gehen, weil schließlich ist das ja auch ein Angriff an die persönlichen Freiheiten. Natürlich muss das geschehen unter dem Respekt für die sanitären Regeln. Die Regierung vermittelt immer nicht, dass die Entscheidung an ihre Maßnahmen Fristen drohen, sich positiv auf Covid-19 auswirken und erfolgreich sind. Mehr gesehen, in hin und her viel widersprüchlich an unlogische Maßnahmen überzeugt als das nicht. Darüber hinaus geht ihnen immer mitgefühlt, dass ihnen dann so abstrus Vorschriften auf Dauer unergewinnen soll. Mehr als ADR bleiben dabei, dass Restriktionen zu weit gehen, dass die Einschränkungen von den Grundrechten müssen abgehoben gehen. Wir unterstützen als ADR die freiwilligen Impfungen gegen die Covid, erfreuen uns, dass die Impfungen lohmäßig sehr fair gehen wie am Anfang. Wir verlangen aber auch eine komplette Transparenz am Bereich von den Nebenwirkungen. Ein Ziel ist und bleibt für das Normalleben hier im Land nicht herzustellen, sobald das sanitär möglich ist. Wir dürfen es nicht an den Ausnahmezustand gewinnen. Lecken die Restriktionen immer mehr mit, und als Gesellschaft und als Ökonomie haben enorm gelitten. Zum normalen Leben gehört durch den Sport, inklusive der Mannschaftssport und noch weitere Leistungen für Musik- und kulturelle Vereine. Darüber will ich aber noch nicht gehen, sonst lebt meine Zeit mal fort. Aber wir erinnern noch daran, dass als Revision noch alle Hilfen an Betrieber müssen so lange ausbezahlt gehen, wie der Staat der Betrieb daran erinnert, für eine normale Konditionen zu schaffen und zu funktionieren. Herr Präsident, wir als RDR bleiben darin treu, den wir von Anfang an hatten. Wir sind gegen Einschränkungen von Grundrechten, aber bleiben du wenigstens bei unserem Nein zu diesem Covid-Gesetz. So, ich merci für Ihre Aufmerksamkeit.